Ein Wagen kam aus der Straße, in die sie rein wollte. Er fuhr raus und rammte sie einmal. Surya sagte, der Mann hätte meine Mutter angeguckt, als wollte er sagen, ich krieg dich. Es war seltsam. Er setzte zurück und rammte mich ein zweites Mal. Meine Mutter wurde hin und her geworfen. Rebiya Kader liegt 5 Tage im Koma. Ihre Wirbelsäule ist verletzt. Nur mit viel Glück entgeht sie einer Querschnittslähmung. Der Fahrer des anderen Wagens kann nicht gefasst werden. Das hat die Regierung Chinas getan. Auch unser Computer wird von ihnen attackiert. Die Daten auf unserer Website verschwinden vollständig. Sogar die Daten von vor 3 oder mehr Jahren. Informationen von der Festplatte werden gelöscht. So kämpft die chinesische Regierung bis heute permanent gegen uns. Kaum genesen nimmt sie ihren Kampf für ihr Volk, die Uiguren, wieder auf. Findet weitere Unterstützer wie Tom Lantos, Holocaust-Überlebender und Kongressmitglied. Hier ist eine Frau mit ungeheurem Mut. Sie war bereits für den Friedensnobelpreis nominiert, den sie wirklich verdient hätte. Gleichzeitig spitzt sich in Ostturkestan die Situation für ihre dort lebenden Kinder zu. Bei einem Ausflug werden sie von chinesischen Polizisten eingekesselt und schwer verletzt. Sie haben einen meiner Söhne verprügelt, bis er aus Mund und Nase blutete und ohnmächtig wurde. Ich habe seine Schreie durchs Telefon gehört. Meine Tochter hat mich angerufen. Die Chinesen haben sie gezwungen. Sie schrie, 20 bis 30 Leute schlagen auf ihn ein. Sie schlagen ihn tot. Ich glaube, er ist schon tot. Dann haben sie ihr den Hörer weggerissen. Ich sollte das miterleben, damit ich richtig leide. Rebiya Kader ist verzweifelt. Während sie im US-amerikanischen Exil für die Freiheit ihres Volkes kämpft, werden ihre Kinder in der Heimat dafür drangsaliert und geschlagen. Meine Kinder verstehen mich. Sie verzeihen mir. Mein Volk wartet schließlich auf seine Freiheit und meine Kinder auch. Mit solchen Gedanken kann ich mein inneres Gleichgewicht wiederfinden. Tochter Ray kann im Gegensatz zu ihrer Mutter manchmal die Situation nicht mehr ertragen. Sie denkt an die unmittelbare Gefahr für ihre Geschwister in Ostturkestan und bezweifelt, dass sich der Kampf ihrer Mutter lohnt. Ich habe ihr mal gesagt, hör auf zu kämpfen. Ich kann es nicht ertragen, dass einige Uiguren dich noch nicht mal unterstützen. Alle anderen unterstützen dich, die amerikanische Regierung, die ganze Welt. Warum einige deiner Landsleute nicht? Aber sie liebt ihr Volk über alles, ihre Kultur, ihre Leute. Ohne sie ist sie nichts. Sie will sie um sich haben. Und sie nimmt es schon persönlich, wenn jemand sie nicht unterstützt. Wenn sie dann darüber spricht, bin ich aufgebracht. Warum kämpfen wir eigentlich? Wir mussten schon so viel erdulden. Was ist mit den anderen? Was sollen wir noch tun? Deshalb habe ich gesagt, hör auf zu kämpfen. So I told her, I said, stop fighting. Mit ihrem Freiheitskampf aufzuhören, das wäre für Rebiya Kader Verrat am eigenen Volk. In München, wo die meisten Uiguren in Europa leben, lässt sie sich zur Vorsitzenden des Uigurischen Weltkongresses wählen. Und wieder reagiert China. An dem Tag, als ich den Vorsitz des Weltkongresses übernommen habe, hat man einen meiner Söhne verurteilt. Wenn ich gesagt hätte, ich nehme den Posten nicht an, was wäre dann gewesen? Die Augen meines Volkes waren doch auf mich gerichtet.
Als ich abends im Hotel saß, habe ich bitter geweint. Ich habe mich ausgeweint, damit ich überhaupt weiterarbeiten kann. Rebias Sohn Alim wird zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Ihr Sohn Ablikim zu 9 Jahren wegen Verschwörung. Ich denke, Ablikim wird nicht mit den Chinesen zusammenarbeiten. Er denkt, dass es falsch ist, was sie tun. Und das sagt er auch. Es wird eine harte Zeit für ihn. Die Mutter der Uiguren, wie Rebiya Kader auch genannt wird, mit ihrer Familie in Washington. Fast sieht es nach einem normalen Alltag aus. Doch der Schein trügt. Auch in den USA sind sie und ihre Familie nur vermeintlich sicher. Ich habe immer Angst um meine Frau, auch wenn wir seit mehr als 3 Jahren nicht mehr akut bedroht worden sind. Dieses Gefühl lässt mich nicht mehr los. Ich versuche mich abzulenken, konzentriere mich auf mein Studium und ich helfe meiner Mutter, wo ich kann. Ich würde gerne nach Ostturkestan fahren, meine Familie sehen, meine Brüder im Gefängnis besuchen, aber das geht nicht. Ich würde wahrscheinlich verhaftet. Doch das Leben geht weiter. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und wir sind sehr stark. Life goes on. What doesn't kill you makes you stronger. So we're stronger. Wie viel persönliches Leid Rebiya Kader für ihre politischen Überzeugungen noch in Kauf nehmen kann? Eine Frage, die sie sich nicht stellt. Meine Kinder sind ja nicht die einzigen, die im Gefängnis sitzen. In meiner Heimat gibt es Tausende, Abertausende Mütter, die um ihre Kinder weinen, weil sie im Gefängnis sind. Von einigen Müttern hat man ihre 4 oder 5 Kinder alle auf einmal eingesperrt. Es gibt einfach keine Mutter, die kein Kind im Gefängnis hat. Und umgekehrt gibt es so viele Kinder, deren Väter oder Mütter hinter Gittern sitzen. Ich bin nur eine Mutter unter vielen. Ich werde dafür kämpfen, dass die Tränen aller Mütter, die um ihre Kinder weinen, versiegen, bevor meine eigenen Tränen um meine Kinder versiegen. Wie Rebiya Kader das alles aushält, ist schwer zu verstehen. Isolationshaft, Exil, schwerer, mysteriöser Unfall, die eigenen Kinder im Gefängnis, ohne zu wissen, wie es ihnen geht. Rebiya Kader ist heute 61 Jahre alt. In ihre Heimat Ostturkestan kann sie wohl nie mehr zurück. Ihre Kinder dort nie mehr wiedersehen. Nur wenn sie aufhören würde, für die Freiheit ihres Volkes zu kämpfen, würde China ihre Kinder ausreisen lassen. Vielleicht. Wenn ich meinen Kampf um meiner Kinder willen nicht führe, stirbt mein Volk. Und damit sterben auch meine Kinder. Wenn ich mich für den Kampf für mein Volk entscheide, stecken sie meine Kinder ins Gefängnis. Ich habe nun mal beschlossen, das zu ertragen. Um mein Volk zu retten, muss wohl jemand den Preis bezahlen. Eine Familie. Meine Familie. Anders geht es wohl nicht.